Heute wird das Video mal ein bisschen ernster, es geht nämlich um das Büchlein hier in der Schweiz. Wie sie gesagt haben, um die LAP. Ja gut, vorne weg, das ist der Schweizer Pass und nicht das LAP-Büchlein, ich bin einfach zu faul zum rausholen. Ich bekomme unglaublich viele Nachrichten, ey Max, ich kriege Krise wegen dieser LAP, ey, ich habe richtig Schiss vor meiner praktischen Prüfung und egal von was, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin noch ganz ehrlich, ihr habt schon 3 Jahre überlebt in dieser Lehre. Respektive sind jetzt gerade im 3. Ihr habt das erste Jahr bestanden, ihr habt das 2. Jahr bestanden und ihr werdet auch das 3. Jahr bestehen. Man kann eine LAP komplett Freestyle bestehen, man kann aber auch für eine LAP lernen. Das ist wirklich euch überlassen. Ich meine, schaut mal ein bisschen die Eltern an. Ich nehme jetzt gerade direkt mich als Beispiel. Nehmt den blöden TikToker, der da Videos macht. Ich habe es auch bestanden. Und ich habe mir auch in die Hose geschissen. Was mir damals besonders geholfen hat, sind einfach alte Prüfungen durchgehen. Im Jahr 2020, 2019, 2018, 2022 ist doch egal. Die Prüfungen werden plus minus immer gleich aufgebaut, vor allem jetzt im Detailhandel. Mit anderen KV und allen anderen Lehrern weiss ich es leider nicht. Aber auch denen, die eine andere Lehre machen. Glaubt euch, auch bei mir haben die Lehrer gesagt, Max, also bei dir weiss ich jetzt nicht. Corona und so hat dich schon ein bisschen auf die Bahn weggeschmissen. Ja, und trotzdem habe ich es irgendwie durchgedrückt bekommen. Ich bin stolz auf das, was ihr erreicht habt. Zusätzlich aber darauf werdet ihr in Zukunft so viele Sachen mehr erreichen. Und ich sage euch, es ist doch egal, ob ihr einen 4,5, einen 4er oder einen 5er im Zeugnis habt. Wichtig ist, dass ihr es fertig habt und euer Fundament anfangen aufbauen habt. Danach könnt ihr in eine ganz andere Richtung gehen. Es gibt ein paar Leute, die bleiben sogar im Geschäft oder haben sogar schon einen Arbeitsvertrag. Was mir auch geholfen hat, freut euch auf die Zukunft, die auf euch zukommt. Ich weiss, es klingt mega komisch, so etwas zu sagen. Vor allem, wenn man sich nicht face-to-face kennt. Aber ich möchte es trotzdem sagen, ich bin unglaublich stolz auf euch und ich glaube euch alle draussen. Und bringt die LAP-Prüfung heim, okay? Und jetzt genießt ihr euren Sonntagabend, okay? Geht grillieren, macht was ihr wollt. Genießt die Zeit mit der Familie, egal was. Ich wünsche euch nur das Beste.